der ersten Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Oktav, die das Jahr nach dem Thema Schönheit vom Glaube steht, überdrohe mir von Hai Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sangen wir Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Magnificat 1073. Bei der Aussetzung Christus Vincit, Magnificat 874. Die Regina Coeli, Magnificat 574. Wiederum sakramentale Segen, den Tantum Ergo ob Melodie, Ich will dich lieben. Und als Schlusslied O Mam Leif Mam, Magnificat 892. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Fuga Sopra il Magnificat vom Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 733. Kantore sind Madame Martin Breich an den Herr Marc Dostat. Thema von der ersten Predigt vom Oktavprediger, dem Pater Theo Klein aus Haut. Der Glaube ist schön. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, nous venons vers toi. Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Nous venons vers toi. Mère de la grâce divine, Mère du Créateur, Nous venons vers toi. Mère sans souillure, Mère du Rédempteur, Nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, notre Dame, consolatrice des affligés. De partout tes fils s'acclament, conduis-les vers ta gloire. Mère toujours vierge, pure et sans péché, Mère tout aimable, riche de bonté, Mère tout admirable, Mère du bon conseil, Mère d'espérance qui sait consoler, Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, notre Dame, consolatrice des
prudente qu'on doit vénérer. Nous venons vers toi. Vierge très puissante qu'on doit honorer. Nous venons vers toi. Vierge très clémente qu'on doit invoquer. Nous venons vers toi. Vierge très fidèle qu'on doit imiter. Nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. Devant tous tes fils acclament, conduis-les vers ta clarté. miroir de justice, cause de notre joie. Nous venons vers toi. Siège de sagesse, gage de notre foi. Nous venons vers toi. Demeure de l'esprit, tabernacle sacré. Nous venons vers toi. Rose mystique, temple du Seigneur. Nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des affligés. Devant tous tes fils acclament, conduis-les vers ta clarté. maison précieuse, tour de David. Nous venons vers toi. Arche d'alliance, porte du ciel. Nous venons vers toi. Étoile du matin, espoir du pèlerin. Nous venons vers toi. Guide du voyageur, secours du naufragé. Nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, ô Notre-Dame, consolatrice des salut des infirmes, refuge des pécheurs. Nous venons vers toi. Ô baume des cœurs meurtris, secours des chrétiens. Nous venons vers toi. Richesse des malheureux, lumière dans la nuit.
toute grâce, fleuve de pureté. Nous venons vers toi. Sainte Marie, Mère du Sauveur, Gloire à toi, consolatrice des Reine de la terre, Reine du paradis, Reine des patriarches, des anges, des martyrs, Reine des prophètes, des vierges, des confesseurs, Reine des apôtres, Reine de tous les saints, Sainte Marie, Mère du Sauveur, Reine conçue sans péché, Reine élevée aux cieux, Reine du Saint-Rosaire, Reine de la paix, Reine de l'espace, Reine du temps, Reine de l'Église, Reine de l'univers, Sainte Marie, Mère du Sauveur, Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte: Hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Waldbischof, lieb kirchlich Matbrüder, lieb hauptamtlich Madarbeiter und Madarbeiterinnen, lieb Benevol, und noch ihr alle gute lieb Leute, die daheim an der Kathedrale sind, an all die Leute, die mit uns über die Medien verbunden sind. Ich denke noch und all die Ehlerleid, die Krankleid, die Ehler geistlich, auch die krank sie ganz besonders, und auch all die aus der Vie consacrée. Ich denke aber auch an all die Menschen, die nicht mehr an die Kirche kommen, die an der Kirche, von der Kirche blessiert dürfen. Ich alle Guten will ich herzlich willkommen heißen für das Oktav 2022. Wir sind eigentlich alle Guten ob der sich, aber wir wollen alle Guten auch das scheint. Und darin tun ich das Thema für das Jahr auch rausgesicht, weil der Glaube mir ganz wichtig ist. Gewöhnlich fängt ein Skulptor damit an, dass in den Steinen, denen für uns Leid, denen künstlerisch verschaffen wird, du hast eigentlich schon das Rangbild für sich. Hier hält eigentlich das Rangbild, kann ich so zu sagen, für seiner Seele schon wahr. Das nimmen darüber wert, freigelöst zu gehen. Aber am Anfang ist noch nicht von dem Kunstwerk zu entdecken. Die Edelform kann er nicht erschenken. Sie muss nach von vielem, was oberflächlich ist, was nicht schön ist, das muss weggemerkt gehen. Also manch Außenstehenden, den dem Künstler nur guckt, der wird sagen, ich sehe kein Kunstwerk, ich kann nicht damit aufhängen. Aber geht es nicht viele Menschen so, die auch sagen, ich kann nicht mit dem Glauben aufhängen, ich habe nicht mit der Kirche umhut.
brauchen wir Christen nicht manchmal so ein Skulpteur. Seine künstlerische Tätigkeit besteht ja daran, das oberflächlich, das uneigentlich wegzumachen, für das die Edelform an den Inhalt erschenken kann. Aber man nimmer bei dem oberflächlichen Stuhl bleiben, dann droht Gefahr für das Wesentliche von der christlichen Botschaft, dass die verstellt wird. So wie der Skulpteur vieles wegmachen muss, für das die Edelform auf vierkant treten, so lässt sich die Reform von der Kirche nimmer verwirklichen am Viergang dadurch, dass dat, was nicht dem Evangelium entspricht, mal wegmischt. Aber für das die wirkliche Form, die Edelform, der Leib von Christus sichtbar wird. Für als Christen als Jesus der Skulpteur. A jeder von uns als der Stehblock. Los meist von Jesus Christus aus seinem Evangelium, von allem Oberflächlichen, von allem, was steuert, mal befreien. Für das Ränkbild, das Schenkbild, Bild als Ebenbild Gottes, das Gott a jedvere von uns rageleucht wird, dass das freigeleucht wird und transparent wird. Wenn diese Oktav vielleicht versichern ich gemeinsam an dich Weg zu gehen, für die Schönheit von dem Edelstehen vom Glauben zu entdecken. Wir kennen aber auch ganz viele Momente an unserem Leben, wo man nicht wirklich Gutheit und Schönheit entdecken. Jo, es gibt Liegen, es gibt Brutalität, es gibt Hässlichkeit an der Welt. Am manchmal sehen wir auch durch den Nivel von unseren düsteren Gedanken nicht mehr klar. Es ist doch gut, wenn wir ob den Schönheitsexperte lauschen, den russischen Schriftsteller Dostojewski, den der schönen Satz gesagt wird, die Schönheit wird die Welt retten. Hier wollte man zum Ausdruck bringen, dass die wirkliche Schönheit immer zur Lebt feiert. Auch wenn wir den Schmerz mit diesen Mitmenschen delen. Gucken wir aber mal, ob das Evangelium, was wir gerade hören haben. Da ist eine Frau, die salbt dem Jesus die Face. Aber wie reagieren die Jünger? Die rissen den Kopf, die meckern. Aber wie reagiert die Frau? Aber die lässt sich nicht davon aufbringen. Sie lauscht nicht auf das Gemeckers von den Jüngern. Für was? Aber weil sie ein großes Leben an ihrem Herz hat. Weil sie ein großes Leben für Jesus an ihrem Herz hat. Und da lässt sie sich nicht verbiegen, nicht aufbringen von dem schönen Weg, was sie mischt, für dem Jesus Face zu salben. So Frauen brauchen wir auch Haut, die sich nicht aufbringen, wenn sie das schämt, das gut machen, und nicht auf Gemeckers von denen anderen lauschen. Nicht nur mit Frauen, auch wir Männer, wir können uns ein Stück davon aufschneiden. Die Schönheit mischt immer nicht unseren Lebenshorizont mehr weit. Viele Menschen haben sich berühren gelassen von der Schönheit von Gott, auch von der Schönheit vom Glauben. Lassen wir uns während dieser Zeit, die eine Intensivzeit ist, die sozusagen noch eine Art Retreat ist für ein Diözese d'Octave, dass wir uns berühren lassen von der Schönheit von Gott. Der Karl Rahner, der großen Jesuitentheolog, hat den berühmten Satz gesagt: Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein
oder er wird es nicht mehr sein. Schönheit vom Glauben berührt eis an der Deft. Ja, los meis auch berühren von der Schönheit von der Natur. Natur am Meer, los so wunderbar, wann alles oblitt. Los meis auch ergreifen von der Musik vom Johann Sebastian Bach, an die feierlichen Alleluja aus dem Messias vom Georg Friedrich Händel. Ich mengen, die geht bei keinem spurlos latscht. Si nous fêtons aujourd'hui la journée de l'Europe, c'est parce que, au cours de la réunion du gouvernement, le 9 mai 1950, qui est prononcée par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, la déclaration fondamentale de création de l'Union des peuples d'Europe. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. L'Europe doit être un instrument de paix, non seulement pour elle-même, mais pour le monde entier. Der Krieg an der Ukraine ist wirklich ein Albtraum, den den europäischen Traum nicht zum Leben erweckt. An der größten Krise, an der größten Bedrohung, die Europa hinter dem Zweiten Weltkrieg erlebt, erwacht auch nicht das europäische Bewusstsein, gewinnt den europäischen Traum nicht u Kraft erstärkt. Ja, los mal uns auch immer nicht von dem Schönen überraschen. Schönheit braucht auch immer nicht als Respekt. Ohne Respekt verschwindet das Schönt. Schönheit ist mehr wie eine äußere Erscheinung. Und der Theresa, sie hat viel Fallen am Gesicht. Sie hat kein Make-up gebraucht. Hier viel Gesichtsfallen waren eigentlich der Spiegel von ihrem Leben. Und sie hat die Gutheit, die Menschlichkeit, die Schönheit von ihrem Glauben ausgestrahlt. Das scheint als Platz für Gott zu erfuhren. Die Platz joch zugleich Platz als, wo man encouragiert kind zum Leben. Schöne das Platz vom Trost an noch als Wonnen die geheilt. Wenn man an d'Oktav pilgern, da lehnen wir als Sorgen für und Trästerin am Leid. Ja, dat, wer das an unserem Leben nicht schön ist, für das Leben hart mich, für das belascht, für das Angst mich. Viel Herzen goufen schon immer nicht hei an der Kathedrale, für der Träster im Leid, mat leeft und mat Trost erfüllt. Ja, der Glauben ist schön.
omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Christus vincit, Christus imperat, Christus regnat. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus imperat, Christus regnat. Herr Gott, als Leben ass an dinge guten Herrn. An diesem Vertrauen kommen wir am Anfang von der Oktav bei Trägstrin am Lied, mit all dem, was eis Herz leidt. Schenk alle Pilgerinnen und Pilger, besonders denen, die über die Medien mit uns verbunden sind, eng Neufried für uns zu leben und die Erfahrung von einer liebevoller Kirche zu gehören. Gottes, wir rufen zu dir. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Erfüllt Menschen, die sich am Herz von Europa mit ihren Talenten und Ideen für die Verbreitung vom christlichen Glauben ersetzen, mit Dingen Heilige Geist. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Prions pour toutes les femmes et les hommes engagés au niveau politique, au service d'une Europe plus solidaire et plus unie, à l'exemple de leurs fondateurs engagés par toute leur vie pour la justice et la paix. Am Anfang von dieser Mutter-Gottes-Oktav beten wir aber auch für die Menschen an den Kriegsgebieten von dieser Welt. Auch für die, die an den letzten Monaten für der Gewalt fortgelaufen sind, unter anderem auf Lützeburg hin für Schutz und Hilfe zu frohen. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Schenk unserem Oktavprediger an all denen, die sich an diese Wochen an den Dienst von den Pilger stellen,
ein Herz für die Menschen an hiet Ulayes. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. An engem Moment vu Stillt will mir aber auch uns persönlich Gebieter an Gebiet von de Pilger für und Mutter Gottes bringen. Mutter Gottes, wir rufen zu dir. Gute Papa im Himmel, durch Maria als der Jung Jesus an das Welt kommt. Los heißt gemeinsam beten, am Schoß von der Gottesmam der Königin vom Frieden Geheier fangen. Erstärkt den Kirche so a schweren Zeiten. Darum bete mir, durch Christus, also Bruder, an eisen Herr. Regina Celi, Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus Vere, Alleluia. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn.
cielo prestitis Dieis, alleluia. Cum benedictam mentum in seodantem, alleluia. Oremus, Deus que nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliqueste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iugiter sensiamus, que vives et regnas,
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Ihr könnt sie nach ein Keier lauschen, die Woche über 18 Uhr, Montags 19 Uhr, und von Montags bis Freitags auch 23 Uhr Dock. Und ich will auch noch auf 2 Sachen aufmerksam machen. Das Jahr haben wir zum Glück die Chance, eine Schlusspression zu erhalten, zum Schluss von der Oktav. Seid herzlich alle invitiert, und der Schlusspression dann auch teilzuholen, für so die Schönheit vom Glauben auch nach außen hin zu weisen. An die Schönheit vom Glauben, Oktav Prediger hat es gesagt, erklingt auch an der Musik, dafür die zweite Sache, all da für die Restauration von der Urgel, also auch weiterhin willkommen. Ihr fand Kontusnummer auf katol.lu. Und da gehen wir den Mikro zurück an das Studio.